Zwei Länder, zwei ähnliche Strategien. In Südkorea und in Singapur hieß es von Anfang an, Ansteckungsketten zurückverfolgen, möglichst viele Tests durchführen, rasch Quarantänemaßnahmen durchsetzen, auch bei leichten Symptomen. Transparente Kommunikation, rasche Reaktion, Gemeinschaftssinn und technologische Überwachung. Alles Elemente, mit denen hier Leben gerettet werden. Das alles ohne kompletten Lockdown. Ein Lockdown ist nicht die übliche Antwort auf eine Epidemie. Normalerweise werden die Fälle identifiziert und die Infektionsketten unterbrochen, indem alle Kontakte der betroffenen Personen unter Quarantäne gestellt werden. Sollten diese innerhalb 14 Tagen Symptome zeigen, sind sie schon isoliert und verbreiten das Virus nicht weiter. Südkorea. Die 50-Millionen-Demokratie feierte Anfang Februar noch den Oscar-Gewinn als landesweite Party, als innerhalb von wenigen Tagen die Infizierungen dramatisch anstiegen. Da schaltete das Land um, mobilisierte alles, und das war nicht wenig. Zahlreiche Labors haben die Lizenz, um zu testen. Südkorea hat in den letzten Jahren in Forschung, Labors und Gesundheitssicherheit investiert. Die hohen Testkapazitäten und frühen Diagnosen führten dazu, dass selbst leichte Fälle früh isoliert werden konnten. Mit kostenlosen Massentests in den Kliniken oder entlang der Verkehrsachsen, mit sogenannten Drive-in-Tests im Auto. Der Vorteil, es kommt dabei zu keinen Kontakten mit anderen. Genauso wenig wie in den neu entwickelten Kabinen, in denen ein Test in 7 Minuten erledigt ist, mit jeweils 80 Proben pro Tag und Kabine. So kann das medizinische Personal Patienten zudem beraten, ohne sich selbst zu gefährden. Schon Ende Januar einigten sich die Mediziner, Epidemiologen und Behörden auf die Strategie. Über Skype sagt Kwon Ye-chol, Chef eines führenden Labors, die südkoreanischen Tests seien zu 98% präzis. Wie konnte Südkorea die Tests so schnell organisieren? Die Erfahrung mit MERS im Jahr 2015 hat uns erlaubt, uns für künftige Epidemien vorzubereiten. Die Regierung veranlasste erstens ein System für den sofortigen Einsatz von Tests. Zweitens sind die medizinischen Labors in Südkorea qualifiziert, um Molekulartests von hoher Qualität durchzuführen. Dank zertifizierten Programmen, die teils auf 30 Jahren Erfahrung beruhen. Drittens sind die Produzenten in der Lage, sehr rasch Testkits zu entwickeln. Singapur. 5,7 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner, dicht gedrängt im internationalen Finanzzentrum. Nach den ersten Infizierten wurden die Infektionsketten rigoros zurückverfolgt und unterbrochen. Sofort strenge Quarantäneregeln definiert, gekoppelt mit hohen Bußen oder Gefängnisstrafen bei Nichtbefolgen. Rasch im Einsatz waren auch die Mittel der digitalen Überwachung. Das alles zusammen erlaubte Singapur, ohne kompletten Lockdown die Corona-Krise relativ gut zu meistern. Die Regierung setzt auf eine nicht obligatorische Smartphone-App, mittels der die Leute über Bluetooth in unmittelbarer Nähe untereinander Informationen beziehen. Sie können zudem den Behörden ihre Kontakte mitteilen. So hofft die Regierung, mithilfe der Smartphone-Daten die Ansteckungen und Verbreitung des Virus nachzuvollziehen. Anfang Februar verteilte Singapur allen im Land Gratisschutzmasken und versprach der Wirtschaft Finanzhilfen. Im Gegenzug verlangt die autoritäre Regierung das Einhalten aller Anweisungen. Singapur lässt Läden und Schulen offen, opferte aber als reicher Stadtstaat früh seinen Status als globalen Hub, schränkte das Reisen ein, verließ sich auf die medizinische Top-Infrastruktur. Die meisten Länder waren nicht vorbereitet. Jetzt kommt die zweite Chance. Nach dem Lockdown und dem Managen der Krise mit den vielen Todesfällen ist es Pflicht, sich vorzubereiten, bevor man wieder zurückkehrt in die Normalität. Singapur und Südkorea warnen, auch sie dürften die Zügel noch nicht schleifen lassen. Es könne jederzeit alles ändern.